Hallo Motherfucker, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, da könnt mir aber auch nur Lexus sagen. Heute zu einer verfickt krassen Real-Life-Story von mir, die ich in Bio erlebt habe. Ihr werdet mir vielleicht nicht glauben, aber ich habe eine fucking Straftat begangen, Digga. Und jetzt fragen sich alle natürlich, oh mein Gott, was hat er gemacht? Hat er einen Laden überfallen, ein Auto gestohlen oder 7 Mafia-Bossen bei einer Drogenübergabe verbrechen? Und die Frauen natürlich alle nur so, oh mein Gott, er ist so ein Bad Boy, oh mein Gott. Aber ich kann euch sagen, was passiert ist. Also, nämlich ist es folgendermaßen. Ich bin diese Woche, glaube am Dienstag ist es gewesen. Heute überlegen, was mache ich denn normal an einem Dienstag? Danke, Schule. Auf jeden Fall bin ich fertig mit Arbeiten und bin so ins Mikro reingesteppt, Alter, wie der King, Alter, weil ich so bin. Dann gehe ich zu der Backwaren und da habe ich mir so 2 Donuts geholt, gell? Ich weiss, ich bin ein richtiger Fettsack, Alter. Vollmilch, weil Fettarme habe ich ja schon. Oh. Dann gehe ich mit diesen 2 Donuts, ich nehme sie noch zum Self-Scanning-Dings da. Und jetzt ganz ehrlich unter uns. Niemand würde in so einer Situation 2 Donuts zahlen. Jo, bist du behindert oder was? Wer zahlt schon 2 Donuts und bitte Huren? Auf jeden Fall habe ich nur einen gezahlt, gell? Und ich sehe so, im Augenwinkel läuft so ein Dude hinter mir, so vorbei, gell? So ganz eng an mir vorbei, so, weißt du? So ganz so, ich dachte so, Junge, wollt ihr mich antanzen, so, mir interessiert Disco. Aber ja, egal, mir nicht dabei gedacht, stille mein Donut, habe noch das Red Bull dazu gekauft, das habe ich aber gezahlt. Wow, was ein Ehrenmann, er stillt den Donut, aber zahlt das Red Bull. Ey, so ein geiler Sieg, Mann. Auf jeden Fall laufe ich ganz gechillt zum Wieler Bahnhof, habe meine Kopfhörer drin und höre so ganz gechillt so ein bisschen Lieder, die ich mir vielleicht mit den Kindern mal singen möchte. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was wir Fotzen so... Dann plötzlich hat mich der Typ an der Hand gegeben. Dann drehe ich so um zu ihm. Das war so ein 1,70 grosser Asiat, gell? Dann denke ich so, ja, vielleicht wollte ich nach dem Weg fragen, der braucht Hilfe, gell? Nehme meine Kopfhörer raus. Dann der Hurensohn zeigt mir das Einkaufszettel, wo genau drauf steht, dass ich nur 1 Donut gekauft habe. Dann hat er gesagt, mitkommen. Sag ich ehrlich, beim ersten Moment habe ich gedacht, so, bam, Ellbogen im Fress und sofort wegsäckeln. Aber dann habe ich so gesehen, dass so hinter ihm ist so eine riesig, so eine Security Guard. Ich blende euch hier ein Bild von ihm. Dann habe ich so gedacht, so, okay, den Mann ich vielleicht nicht. Und dann hat der Dude, der mich aufgehalten hat, der rennt wieder zurück in den Laden, und dann habe ich einfach so gemerkt, Junge, das war einfach so ein Ladendieb. Einfach Mikro hat eigene James Bonds in den Läden, Alter. Holy shit, Alter, habe ich nicht gewusst, aber okay, jetzt weiss ich's. Auf jeden Fall, der Security Boy, gell, nimmt mich so mit, gell, und sagt so, mit einem so einem deutschen, angeschlagenen Deutsch, gell, so. Er ist brutal getrainiert, wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Auf jeden Fall, so ein harter Motherfucker bin, habe ich dem huren kleinen Wichser auf mal zeigen, wer der Boss ist. Nein, bitte, es tut mir leid, Alter, ich hab wirklich einen Moment gell, ich hab wirklich alles vergessen, ich schwöre, ich hab's vergessen, es tut mir leid, ich mach das auch nie wieder, okay? Ganz so hart bin ich dann auch wieder nicht geblieben. Und vor allem ganz cool war, der Typ, der ihm sagt, dass ich es vergessen habe, der sagt einfach nur so Lüge. Dann denke ich so, fuck, okay, ja, ist egal, ich kann das abzahlen. Auf jeden Fall laufe ich dann mit ihm so zurück zu diesen Self-Scanning-Dinger, gell? Und zuerst habe ich gedacht, so scheiße, Alter, jetzt muss ich 100 Franken Buß zahlen oder so, oder muss die Polizei antragen oder so, keine Ahnung. Oder ich gehe so in ein Hingezimmer, dann läuft so wie bei diesen Pornos da. Kennt ihr da, die Security-Pornos da? Die kenne ich halt. Und dann dachte ich so, fuck nein, ich bin nicht bereit für mein erstes Mal, Mann. Aber ich dachte, okay, wenn ich halt Schwanz lutschen, dann lutsche ich Schwanz halt. Ich bin natürlich der Big Daddy G, Alter. Wenn ich das muss machen, dann mache ich es natürlich. Auf jeden Fall, der Security Boy hat dann so gesagt, Ich will eine schöne Kampf zum Werden, Samstag. Ich will einen guten Kampf zu schauen. Und dann natürlich habe ich gezahlt, gell, habe ich mir es gezeigt. Und dann hat er noch am Schluss hat er mir noch ein paar Worte auf den Weg gegeben. Okay, Junge, hör zu. Wenn du noch einmal das machst, 100 Franken Buße. Wenn du das zweite Mal machst, gehst du Polizei. Bei dritten Mal 3 Backpfeifen. Und ich habe mir so gedacht, so, ja, okay, ich mache es jetzt vielleicht nicht mehr, weil mit ihm möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Vor allem hatte ich keinen Bock, seinen Schwanz zu lutschen, weil er gar nicht so schön war, weißt du, wisst ihr, was ich meine, gell? Aber egal, das war meine heftige Gangstergeschichte
gewesen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so etwas Heftiges erlebt habt die Woche wie ich.